Kinder, grüß euch. Ich hab mich heute erinnert an ein Gedicht, das ich niedergeschrieben habe, von einem Künstler, der Prince geheißen hat, früher. Und ich habe das hingeschrieben bei einem Singer-Songwriter-Workshop, den der Pauli von den Jets gemacht hat. Und ich habe gerade diese Nummer daheim immer geübt am Klavier. Und mir gefällt die Nummer einfach riesig. Und ich habe das dann hingeschrieben auf Österreichisch quasi. Und das hat jetzt mit dem Gedicht selbst gar nichts zu tun, aber mit dem Leben von der Künstlerin, die das Lied bekannt gemacht hat. Das war eine irische Popsängerin. Und die Geschichte von ihrer Musikkarriere zeigt für mich irgendwo auf eins von diesen Dingen, die einfach falsch rennen da auf der Welt. Sie war Anfang der 90er wirklich ein Weltstar, ja. Die kennt auch jeder, kennen heute noch, jeder kennt den Song, ja. Und es ist halt, die Geschichte ist Anfang der 90er ist ein bisschen rausgekommen, dass die römisch-katholische Kirche, dass es da Kindesmissbrauchsfälle gibt. Ja, zumindest in Europa ist darüber diskutiert worden und sie wollte ihren Weltruhm ausnutzen, um darauf aufmerksam zu machen. Sie hat dann eine Performance gemacht und hat dann, ich weiß nicht, ob das live war, aber es gibt auch Videos davon auf YouTube. Sie hat dann vor der Kamera ein Foto vom Papst Paul II. Zerrissen. Weil natürlich, also für mich, was die Geschichte, das ist meine Version von der Geschichte. Andere Leute sagen wieder, das ist ein Blödsinn. Aber ich habe das jetzt so verstanden, dass du natürlich verstehst, dass das keine Einzelfälle sind, die keiner mitkriegt. Natürlich wissen da alle Bescheid drüber, ja. Natürlich, ja. Und sie hat dann mehr oder weniger den Papst verurteilt, ja, dass er das zulässt. Mit dem Effekt, dass die US-amerikanischen Medien sie boykottiert haben. Ja. Das war quasi das Ende ihrer Musikkarriere. Ja. Und ich habe das Gedicht hingeschrieben mit dem Titel Unvergleichbar. Es sind jetzt 7 Stunden und 15 Tage, seitdem du weg bist. Ich gehe jeden Abend fort und schlafe den ganzen Tag, seitdem du weg bist. Seitdem du weg bist, kann ich machen, was ich will. Ich kann jeden sehen, den ich will. Ich kann in einem feinen Restaurant sitzen, aber nichts, und zwar gar nichts, kann die ersetzen, wie du mir gegenüber sitzt. Weil es ist nichts vergleichbar mit dir.